Hallo, hier spricht Corby oder auch der Typ, der jede Folge für euch schneidet. In dieser Folge hört ihr einen ungebetenen Gast passend zur kalten Jahreszeit. Mikes Zentralheizung. Aber selbstverständlich machen wir nie Fehler und das Geräusch soll euch daran erinnern, umweltschonend zu heizen. Genau. Und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Move-Illusion und es ist endlich wieder Warlex-Zeit und Warleck, hey, das Jahr neigt sich jetzt echt schon zum Ende hin, ne? Weil es ist schon November und das heißt, jetzt kommen unsere Warlecks jetzt muss ich kurz wieder überlegen, ja doch, für November. Weil je nachdem immer, wann wir aufnehmen, kann es ja immer für einen Monat davor sein, aber Oktober stimmt, da hat uns ja noch der Kani beglückt. Heute tut er wieder so, als wäre er krank. Richtig. Man merkt es halt, gell. Je näher wir zum Wochenende hin entweder aufnehmen oder je länger das Wochenende für den Herrn Kani war, umso wahrscheinlicher ist es, dass er dann auf einmal krankheitsbedingt ausfällt. Ja, das wird der Meister schon damals. Da hat es nämlich auch geheißen, am Gescheitern ist, du tust deine Schützlinge nur Sachen erklären am Mittwochvormittag, weil da sind sie am frischesten. Montag, Dienstag ist nix, weil da hängt ja das Wochenende noch und Donnerstag, Freitag ist nix, weil da sind schon gedanklich beim Wochenende. So geil war das. Diese Jugend, echt furchtbar. Unfassbar. Aber ihr Herz ist schon, ich bin nicht allein, der Mike ist mit dabei und der Mike und die meine Wenigkeit versuchen dann halt natürlich euch hier in die Warlecks wie immer zu beglücken. Richtig. Ja, dann darf ich doch gleich mal sagen, Mike, was hast du denn für geile Warlecks im November gehabt oder vielleicht der Balex? Okay, also es war noch ein Überbleibsel von mir, den wollte ich eigentlich an Halloween schon anschauen, und zwar The Monster Squad, in Deutschland genannt Monster Busters von 1987. Kennst du den? Na. Okay, der geht nämlich in Richtung die Goonies. Ey, okay, also ein richtig guter Krampf. Ja, treffen die Universal Monster. Oh. Der sagt dir der Film gar nichts. Nein. Also Goonies sagt mir was, Universal Monster kann ich auch was damit anfangen, aber Monster Squad kenne ich nicht, nein. Suicide Squad kenne ich. Oh ja. Also wie gesagt, die Monster Squad, da geht's auch um eine Clique von Kids, die den Kampf aufnehmen gegen Dracula. Das ist quasi der Alpha-Bösewicht. Und der schart die Mumie, das Creature from the Black Lagoon und den Werwolf oder den Wolfmenschen um sich, die Weltherrschaft natürlich an sich zu reißen, oder? Und Terror zum Verbreiten. Die Monster Squad, die tut sich zusammen, um das zum verhindern. Und was dabei rausgekommen ist ein wunderbarer, Kinderfilm, vielleicht nicht ganz, weil er doch streckenweise ein paar so Härten drin hat, aber so ein Jugendfilm, wenn man quasi die Jugend an das Horrorgenre heranführen möchte, dann ist Monster Squad eine perfekte Gelegenheit, möchte ich fast behaupten. Aha. Also ich bin gerade auf dem Wikipedia-Artikel und das erste, was mir natürlich ins Auge fällt, ist, viel verdient mit dem Film haben sie nicht. Budget war 12 Millionen und Box Office 3,8. Das ist natürlich jetzt nicht so. Das sind so diese, die Edelsteine, die damals quasi untergegangen sind bei Release und dann später im Laufe der Jahre zu Kultfilmen geworden sind. Aber da sieht man auch Frankenstein, Mumie wahrscheinlich, genau. Dann der Dracula, wahrscheinlich ist es ein Werwolf. Genau. Und das letzte, das kenne ich nicht ganz, das ist ein Fischmonster oder was? Das also das Monster aus dem Sumpf. Genau, richtig. Ah. Und das ist natürlich effekttechnisch auch sehr geil umgesetzt. Dieses Drehbuch ist vom, Shane Black, den wir ja alle kennen aus Predator oder als Regisseur von The Predators, oder auch das Drehbuch hat er geschrieben von Last Boy Scout oder so. Also wer so richtig kernige Drehbücher geschrieben hat, war eben dieser Shane Black. Den kennst du wahrscheinlich auch, oder? Ja. Und man kennt das. Also ich habe jetzt extra mal Obacht gegeben beim Schauen. Und also die Dialoge von den Kids, die sind schon so kernig, dass du sagst, das ist fast schon zu kernig für so Jugendliche oder so Kids.
da ist auf jeden Fall der Shane Black genau der Richtige für sowas. Okay. Und kernig meinst du, die Kinder sagen dann irgendwie sowas, keine Ahnung, es blutet noch nicht genug oder irgendwie so. Ja, es sind schon ein paar so One-Liner dabei, aber halt auch, wie es halt auch mit den Erwachsenen umgehen. Das ist einer von den Filmen, wo die Erwachsenen nicht viel gebacken kriegen und die Kids im Endeffekt den Tag retten. Und ohne die Kids war die Menschheit verloren. Ah, natürlich. Natürlich. Aber dann interpretiere ich das ja so, dass man da mit einem Happy End dann rechnen kann. Ja, und auf jeden Fall. Die Es ist Fragen, am die Schluss unsere sehr Hörer Was? Ja, es ist herzzerreißend auch noch. Ja, es ist sehr herzzerreißend, weil sie ja im Endeffekt dann rauskristallisiert, dass das Frankenstein-Monster nicht so böse ist, sondern auch nur benutzt wird vom Dracula und der sie dann auf die Seite der Kids schluckt und dann mit denen gegen die anderen Monster vorgeht quasi. Aha. Und haben unsere Hörer auch die Chance, den Film zu sehen, oder hast du den mal wieder als Blu-ray irgendwo in deiner Bibliothek oder für Filmografie? Ja, schon. Also den habe ich in der Sammlung, klar. Aber der ist vor kurzem, was heißt vor kurzem, ist ja schon wieder 2-3 Jahre her wahrscheinlich, von Wicked Vision ganz schöne oder mehrere ganz schöne Auflagen rausgekommen in Mediabooks und VHS-Editionen und jetzt gibt's mal sogar eine Amaray-Hülle und so. Also man kann den Film schon sich besorgen. Also es ist jetzt mittlerweile nicht mehr so schwer, wie es einmal war. Okay. Aber du weißt das nicht, ob er bei Prime oder irgendwo ist. Nein, kann ich leider keine Informationen abgeben. Nein. Ich bin doch nur einer, der wo wirklich nur mal ins Regal geht und dann sich das Ding rauszieht. Aber wirklich von den Effekten her ganz toll, alles handgemacht, es sind ein paar schöne Stop-Motion-Animationen mit dabei und das Make-up von dem Monster ist super. Wie gesagt, auch der Humor sitzt, die Kids sind super gecastet. Also man kann mit dem Film nichts verkehrt machen, wenn man ein bisschen was eben auch für Horror, Grusel oder dann auch so Coming-of-Age-Geschichten oder die Goonies dann übrig hat. Da ist man mit dem Film auf alle Fälle gut beraten. Cool. Voll. Schreibt dann auf die Listen, der ist wert. Monster Squad, gleich noch Suicide Squad und The Suicide Squad, ja. Genau. Dann habe ich einen Film ausgekramt, den ich schon ewig nicht mehr gesehen habe. Und zwar seitdem ich die VHS gehabt habe von dem Film, und zwar Flashback, mörderische Ferien von 2000. Kennst du den? Na. Das ist ein deutscher Slasher, ein Post-Scream-Slasher ist das quasi. Der ist quasi dann entstanden, wie der große Slasher-Hype, den Scream 96, glaube ich, losgetreten hat. Dann haben ein paar Deutsche auch gesagt, sie machen mit. Da ist halt eben an der Anatomie entstanden zum Beispiel. Und dann noch der Flashback. Und Flashback ist ein richtig reinrassiger Slasher, der verdammt viel Spaß macht und sehr gut gealtert ist. Also durch das, dass da auch ein paar so Darsteller dabei sind, die man aus Soaps kennt, wie die Alexandra Neldel aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten oder so, habe ich zuerst eigentlich gedacht, was werden das jetzt für ein Trash-Fest werden, das mir jetzt da erwartet. Aber ich bin begeistert gewesen. Also der Film ist so locker flockig und steht aus so einem herkömmlichen US-Slasher in nicht viel noch. Also die Charaktere haben auch ähnlich fertig wie in so einem amerikanischen Film, auch teilweise ähnlich unsympathisch und natürlich haben wieder ein paar Sympathen dabei. Es gibt ein paar wirklich coole Twists. Er hat ein paar richtig blutige Szenen drin. Ja, kann ich empfehlen. Also das ist so ein Ding, der ist wirklich sehr gut gealtert. Das ist interessant, vor allem wenn man sich von dem Regisseur, dem Michael Karen, so ein bisschen die Filmografie dann anschaut. Ja. Und dann der so Koryphäen noch gemacht hat wie H3, Halloween Horror Hostel. Oh Gott. Oder Agent Ranjit rettet die Welt. Wow. Wow, ja. Ist es der mit Kaya Jana oder so, kann das sein? Ja. Oh, leck mich am Arsch. Er hat Erkan und Stefan in Der Tod kommt krass gemacht. Puh, den habe ich nicht gesehen. Ja, ja nicht. Ja, nicht. Must see wahrscheinlich. Ja, oder Madin in Love. Da graust Mädchen, wenn ich an die Martin Schneider oder was? Aha. Oh, also, vermute jetzt einfach mal, da steht echt Madin. Martin. Ja, Hauptrolle Martin Schneider, super. Oh. Also, dass man sowas natürlich machen muss, das ist in jeder guten Filmbiografie oder Filmbiografie. Macht sie sehr gut. Eine Koryphäe im Lebenslauf. Absolut. Auf jeden Fall ist es ziemlich cool. Der Film bedient halt wirklich jedes Horrorfilm- oder Slasher-Klischee, das seine amerikanischen Vorbilder auch abziehen.
Der ist teilweise total drüber, dann halt wieder total hart und wirklich auch spannend. Also die Waage zwischen den ganzen Elementen, die er mitbringt, ist wirklich super. Man sieht dann Haufen Poster dann an der Wand, wo man sagt, hey ja, das ist der und der Film und so. Also ja, dieses Zitieren und diese auf der Nostalgiewelle reiten, das hat der Film quasi 2000 schon gemacht. Wahnsinn. Echt Voll. Krass. Also, wenn du da nur so ein bisschen reinschaust, der hat dann zum Beispiel 2015 einfach Rosa gemacht, Wolken über Kapstadt. Und 2016 kam dann gleich hinterher einfach Rosa, die zweite Chance. Boah, das sagt mir jetzt nichts. Das ist schon so spannend, da hätte ich jetzt einfach mal Bock reinzuschauen. Außerdem hat er schon 2 Filme gemacht für die Reihe Marie fängt Feuer, die natürlich jeder von uns kennt. Puh. Unter anderem hat er gemacht Die Feuertaufe und dann, halt die fest, Unbequeme Wahrheit. Puh, heiß. Ja. Aber Flashback, mörderische Ferien, da hätte er einfach nur Flashback nennen können, dann wäre es wahrscheinlich cooler gewesen, wie nur der Untertitel mörderische Ferien. Ach du, in Amerika habe ich dann geschaut, also der heißt in Amerika auch wieder nur Flashback, wie er sich halt so kehrt, aber die Deutschen müssen ja quasi immer noch was draufklatschen, also an so gut wie jeden Film. Ich erinnere nur an Braindead, der Zombie-Rasenmähermann, wobei ich noch nie einen Zombie-Rasenmäher gesehen habe. Weltklasse. Und da ist mörderische Ferien, bietet sich da natürlich voll geil so. Ja, warum auch nicht, gell? Geht's denn dann da hauptsächlich auch um Ferien? Ja, der Film spielt nur in die Ferien. Ach so, okay. Aber wenn du schaust, jetzt hier, mein nächster Film, den wo ich hab, das war Smile. Da hat ja die Deutschen haben ja da auch nochmal drucklatschen müssen, siehst du es auch. Und bei den Amis hat ja dann Smile eigentlich gelangt für das, dass man den Film dann so betitelt und fertig. Und in Deutschland haben wir natürlich wieder irgendeinen Beititel braucht. Ja, und wie, was sagst du zu Smile? Weil ich habe eigentlich nur Schlechtes drüber gehört. Was? Okay. Ja. Also, ich möchte fast sagen, Believe the Hype. Also, mir hat der wirklich sehr gut gefallen. Er war sehr gruselig. Ich fand ihn wirklich sehr gruselig. Er verlässt sich meiner Meinung nach nicht nur auf Jumpscares. Er lässt viele Szenen einfach mal so stehen, die wirklich gruselig aufgebaut sind. Dann kommt der Payoff, wo es eben dann das Gruselige ist, lässt die aber dann in der Szene stehen, ohne dass er die jetzt irgendwie noch mehr erschrecken muss oder so. Und dann kommt die Ablende, nächster Tag oder so. Und dann sagst du, oh, dann kommt erst der Moment, wo du entspannen kannst. Und ähnlich hat es damals The Empty Man gemacht, bei der Szene mit die erhängten Jugendlichen, der wo du da sagst, Wolleck, die Szene geh einfach weg, du schockierst mich, aber die Szene kommt aber nicht als Jumpscare, aber nimmt dir halt eben voll mit und bleibt eben eine Zeit lang einfach so stehen und du musst selber mit der Szenerie momentan klarkommen, ohne dass jetzt mit irgendeinem Jumpscare um die Ohrwaschel erschlagen wirst. Und das fand ich eben bei Smile ziemlich cool. Natürlich hat er seine Jumpscares, da braucht man nicht schmerzen. Das ist, im Endeffekt ist er ja ein herkömmliches Massenprodukt à la Blumhouse. Aber er hat doch im Puncto Musik und Atmosphäre und unheimliche Beutel, die er aufbauen kann und unheimliche Atmosphäre, grenzt er sich meiner Meinung nach von den, ich sage jetzt mal 0815 Horrorfilme total ab. Okay. Ja, also der Soundtrack war wirklich... Ich hab nur bei ein paar Leuten gehört, die gesagt haben, naja, eigentlich war er nicht wirklich gruselig. Okay. Ja gut, die sind dann wahrscheinlich dieselben, die sagen, sie haben Hereditary nicht gruselig gefunden. Da war bei mir die Hose voll. Da war ja der Soundtrack auch ähnlich abgespaced, sage ich jetzt mal, oder abtraut. Wenn das jemand sagt, dann war, weiß ich nicht, da war entweder in den Schlussszenen immer die Decke, war nicht ausgeblendet oder da stand der Schrank davor oder was weiß ich. Ja, also sei mir nicht besser, wer Hereditary nicht gruselig findet, der ist innerlich tot. Ja. Oder hat er mitgespielt. Genau, oder so. Was ich auch sehr interessant fand bei Smile, der macht nicht nur in einer Tour so expositorisches Geschwafel, wo man sagt, hey ja und hin und her und durch das, wie sich die Leute unterhalten, wird der Plot erklärt, sondern er lässt die bei manchen Sachen ewig im Unklaren. Da kommt von unserer Hauptdarstellerin, die übrigens Bacon heißt, mit Nachnamen und ist die Tochter von Kevin Bacon. Ein Vornamen weiß ich jetzt gerade nicht. Da kommt ihr Ex-Freund quasi ins Geschehen, der Polizist ist, aber das wird ewig nicht angeschmerzt, dass das der Ex-Freund ist. Also ist man gespannt zwar, okay, sie kennen sie oder irgendwas, aber es wird nicht die ganze Zeit aufs Brot geschmiert, dass der mal eine Beziehung hat oder so. Also so würde ich sagen, hier muss man sich dann selber zusammenreimen, wo es ja für manche Leute manchmal vielleicht schon eine Herausforderung darstellen kann.
Ja, man muss doch die Zuschauer nicht immer alles erklären. Ja, eben, das darf ich auch sagen. Das einzige Negative bei Smile war das Ende. Also das war sehr generisch, wo ich sage, auf das, dass er ja doch sie recht abgrenzt hat, vom Einheitsbrei war das Ende dann doch Einheitsbrei. Und okay. Wo ich gesagt hätte, okay, das Schlussbild quasi, das noch ein bisschen weiter ausbauen und sich da mit der Idee noch ein bisschen beschäftigen, was hinter dem Bösen eigentlich steckt, war cooler gewesen, als wie so ein 0815 Endkampf. Aber ich spekuliere ganz stark darauf, dass die noch mehr auf eine Fortsetzung aus sind und dann eben rauskristallisieren wollen, wo es jetzt genau mit diesem Bösen auf sich hat und wo das genau herkommt. Also das Ende lässt auf alle Fälle eine Fortsetzung zu. Okay, also das heißt, die Fortsetzung heißt dann wahrscheinlich so Smile Again oder irgendwie sowas. Smile 2. Bad. Smile 2 Bad. Und dann heißt der deutsche Titel, siehst du es auch wieder. Genau. Dann habe ich einen ganz starken Film gesehen. Das ist fast der beste, den ich jetzt die letzte Zeit gesehen habe. Aber den habe ich schon öfter gesehen. Aber er wächst immer wieder, desto öfter dass ich ihn sehe. Und zwar The Void vom Stephen Konstanski, der Psycho Gorman gemacht hat. Den kennst du wahrscheinlich, oder? Psycho Gorman? Da habe ich schon sehr viel von euch gehört, ja. Okay. Ja, Psycho Gorman war ja auch sehr, ein enthusiastisches Werk mit sehr viel Herzblut, wo es bei The Void derselbe Fall ist. Also man kennt auf jeden Fall, dass die Regisseure eigentlich, der Stephen Konstanski und der Jeremy Gillespie, die haben sich sehr stark inspirieren lassen vom Horrorkino der 80er. Wir haben unglaublich viel Monster, Glibber, Make-up-Effekte à la The Thing. Wir haben verunstaltete, leidende Personen mit Höllenszenarien à la Hellraiser. Wir haben also das Schlussbild mag ich jetzt nicht ganz viel verraten, aber die letzte Szene ist ganz stark an Lucio Fulcis The Beyond angelegt. Wir haben ein bisschen John Carpenter drin, ein bisschen Assault, Anschlag bei Nacht, das quasi in diesem Krankenhaus, in dem sie unsere Protagonisten verschanzen vor so dubiose Sektenmitglieder. Genau, also wir haben so ein Belagerungsszenario. Und dann entblättert sie im Laufe der Handlung, dass quasi das Böse innerhalb dieses Krankenhauses im Keller haust. Und unsere Hauptdarsteller müssen dann quasi schauen, was da los ist und wie sie quasi diese Konvergenz, die sich ankündigt, verhindern können. Ich bin gespannt, woher die Regisseure ihre Inspirationen haben und verwurschteln das aber ganz toll mit einem ganz eigenen Style. Und wir haben auch ganz wenig CGI und das ist wirklich mit ganz viel Liebe und ganz viel Practical FX und ganz viel Glibber und Matsche umgesetzt worden. Gut, Charaktere kommen da jetzt ein wenig flach daher, auch die Dialoge sind auch zweckmäßig, sage ich jetzt einmal. Der Augenmerk liegt da auf alle Fälle in Show, Don't Tell. Kennst du The Void? Hast du den schon gesehen? Na, ist mir aufgefallen bei deiner Letterboxd-Bewertung, aber ansonsten habe ich die noch nicht gesehen. Ja, der hat ein Herzl von mir gekriegt, der war wirklich wie gewohnt, also ich glaube, nur jetzt zum 3. Mal gesehen. Ganz stark. Hat mir sehr gut gefallen. Ist auch sehr kurzweilig, hält sich mit nicht viel Nebensachen auf und wie gesagt, als eingefleischter Horror-Fan oder Genre-Fan kann man da ganz viel rausziehen an Hommagen an seine Lieblingsfilme. Genau. Und was ich jetzt seit heute gerade noch abgeschlossen habe, das ist auf Netflix die neue Serie Wednesday. Über die Addams Family, oder? Ja, genau. Aber ich habe auch zuerst gemeint, es geht nicht mehr um die Addams Family. Dabei konzentriert sich alles nur auf eben die titelgebende Wednesday, das älteste Kind vom Gomez und der Morticia Addams. Die soll, nachdem es ein paar Probleme in der Schule hat, an ein Internat kommen. Und in diesem Internat sind lauter so Außenseiter. Eben auch, können schon mal ein paar Monster dabei sein oder einfach einmal Leute mit übersinnlichen Fähigkeiten. Sie selber hat anfangs keine übersinnliche Fähigkeiten, ist einfach nur ganz, in Anführungszeichen, ganz ein normaler Sonderling, wie man halt eben die Wednesday aus der Addams Family Filme oder der Serie kennt oder so. Auf diesem Campus oder in der Ortschaft, auch in dem der Campus steht, gibt's dann ein paar garstige Morde und da geht ein Monster um. Und die Wednesday gespannt dann
dass sie mit den Morden in Verbindung steht und auch ihre Familie, ihr eiskaltes Händchen, das man quasi ja auch kennt aus den Filmen, das leistet die Gesellschaft, das hilft allerweil und der Film hat mich oder die Serie hat mich ganz oft hinters Licht geführt, wo ich dann wirklich oft gesagt habe zu meiner Frau, hey, das ist jetzt so und so 100%ig und dann dann zieht die Serie wieder mal einen Teppich weg und dann sagst du, fix, jetzt ist das doch wieder anders. Das kann er so überhaupt gar nicht sein. Das macht die Serie sehr geschickt und ist wirklich erst am Schluss in der letzten halben Stunde, weiß man dann erst einmal so richtig, wer jetzt wirklich auch mit wem und warum das manche Sachen so passiert sind, wie es sind. Und das fand ich sehr, sehr raffiniert, dass sie sich nicht auf den einfachsten Weg ausgeruht haben und doch ein bisschen so Haken geschlungen haben. Das fand ich sehr interessant. Regie bei dem Ganzen, oder bei ganz 5 Folgen, ich habe jetzt gar nicht mitgekriegt, ich glaube bei der Hälfte, bei 4 Folgen, glaube ich, der Tim Burton, den ich eigentlich schon abgeschrieben habe. Weil der die letzten Filme, die der gemacht hat oder wo der beteiligt war alles so 0815. Der hat wirklich ganz große Sachen gemacht in den 90er mit eben Beetlejuice oder so oder dann mit Sleepy Hollow. Ganz große Filme, aber die letzten, 5 oder 6 Filme, die waren irgendwie alle 4 Tonne. Und ich weiß nicht, wie viel Einfluss er da drauf wirklich dann auch gehabt hat und Dinge auf das Kreative, aber die Serie atmet den Esprit der 90er Addams Family Filme und ist wirklich schön morbide, die Wortgefechte oder die Dialoge, die Wednesday sie oft liefert mit den anderen oder wo es dann oft für Kommentare abgibt, war mega. Also ich habe so viel lachen müssen, weil die wirklich so ein druckendes Mistviech ist, dass es ganz aus ist. Und die Jenna Ortega, die man ja auch jetzt mittlerweile kennt, die wird schon ist im Endeffekt am Weg zur Scream Queen, wenn man sagt, genau, Scream 5 hat's mitgespielt oder eben auch bei X vom Ty West. Die Frau ist super. Also die war bis jetzt ganz toll, aber bei Wednesday, da sagst du wirklich, die Frau ist perfekt gecastet für das Ganze. Mhm. Super. Das Ganze das sind 8 Folgen und die Zeit vergeht wirklich wie im Flug. Es ist nicht immer wirklich storytechnisch mords ausgefeilt, aber wie gesagt, es gibt ein paar schöne Haken drin und ein paar schöne Anspielungen. Ich sag nur an die Tropes, einfach die man aus der Addams Family so kennt. Es gibt da noch einen Auftritt natürlich vom Onkel Fester, ganz wichtig, und wo es auch ganz toll war und wo es mir unbedingt heute dann, wenn es als Soundtrack gibt, irgendwo physisch, den Soundtrack vom Danny Elfman. Mhm. Das ist wirklich wieder ganz toll und der ist wirklich wieder total auf der Höhe und hat richtig Spaß gemacht und hat das ganze Szenario nochmal so richtig morbide unterstrichen mit seiner Musik. Kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie die Netflix-Serie Sabrina? Oder ja. Ich habe es meiner Frau auch gesagt, es geht in die Richtung. Es ist ähnlich düster, eben auch viel mit so übernatürlichen Themen und unglaublich viel übernatürliche, fantastische Wesen und Elemente und Dinge. Also es geht wirklich in die Richtung. Und was ich halt eben gerade noch gelesen habe, dass die Serie einen phänomenalen Start hingelegt hat. Also da waren die Leute anscheinend richtig heiß drauf, dass der sogar irgendwie den Start von Stranger Things übertroffen hat und so. Also kann ich nachvollziehen. Erstens auch, dass, wie gesagt, Wednesday Addams kennt eigentlich so fast jeder. Die Anfangs Battle, die man so gesehen hat, die Designs, wo man gesehen hat, es hat wirklich vielversprechend ausgeschaut und die Serie ist wirklich sehr vielversprechend umgesetzt worden. Und ich hoffe, dass es weitergeht. Also das Ende, also auch für Leute, die dann wieder Angst haben, wenn es Gore ist, dass man sagt, okay, wird nicht weitergeführt, hängen wir dann in der Luft mit einem Cliffhanger. Also es gibt keinen Cliffhanger, das ist alles sauber abgeschlossen und das Kind sagt das ohne Probleme anschauen und wenn es weitergeht, dann freue ich mich auf jeden Fall. Ja, weiß nicht, ich kenne jetzt die Addams Family nicht. Die Filme auch nicht? Nein. Oh, die ist also, müsstest. Also vor allem die Filme, ich glaube aus den 90er waren die mit dem Raul Julia und wie sie geheißen als Morticia. Die war auch so. Nein, Angelica Houston. Du musst sagen, in den 90er war ich ja noch nicht einmal 10. Also das ja, egal. Man muss so Sachen nachholen. Man muss das nachholen. Ich gebe jetzt da einmal Listen, alter Schwede, Sachen, die man gesehen haben muss. Ach, Mann. Und dann nicht so ein Rotz wie der Party oder so, sondern richtig coole Sachen wie Addams Family. Was ein Rotz? Der Party ist Weltklasse. Ja, die kennt halt jeder. Jeder kennt das. Aber es gibt ja da Sachen, wo man sagt, okay, sowas musst du nachholen.
Sowas musst du nachholen, unbedingt. Adams Family, die ersten 2 Teile, es gibt ja eigentlich nur 2 Teile. Christopher Lloyd als Onkel Fester, Weltklasse. Also, Corby nachholen, auf die Liste. Okay. Bist du dann Ja, soweit? ich jetzt. Ja gut, weil dann mache ich da gleich mal eine Überleitung. Also ein Film, den ich schon ganz lang bei mir auf Blu-ray habe, und zwar als Mediabook, ist Mann beißt Hund. Oh, krass. Und den habe ich jetzt erst, ich glaube, am Wochenende habe ich mir den zum ersten Mal jetzt angeschaut. Und ja, meine Frau hat mich so gefragt, ja, was schauen wir denn? Und ich gesagt, ja, also Mann beißt Hund. Ach, du hast den mit deiner Frau geschaut? Vom Cover her, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgend so ein Mafia-Film oder so. Und dann sieht man erste Szene, Mann steht im Zug, hinter ihm geht eine Frau vorbei, er lässt sie nur vorbeigehen, dreht sie um und er wirkt sie. Aber wie? Er drosselt sie nämlich. Und dann Schnitt, er erklärt, wie man Leichen am besten in einem Fluss versenkt und wie schwer die sein müssen. Und ja, es geht um einen Mörder, den Ben. Und der Ben wird von einem Kamerateam begleitet, die was machen die? Einen Dokumentarfilm oder halt eine Reportage. Ja. Und er bezieht die da immer fleißig in seine ganzen Morde mit rein. Und ja, er ist so eine Art Berufsmörder, hätte ich schon fast gesagt, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Das ist einfach ein kranker Serienmörder. Also er ist gar kein Auftragsmörder, der war so direkt Auftragskiller dann auch. Nein. Ach so, Also, bei mir ist es ewig her. Ich habe den auf Arte damals gesehen. Ah, ja, das passt sehr gut dazu, muss man sagen. Also er ist ein Schwarz-Weiß die ganze Zeit. 92 ist der rausgekommen, ab 18 und sagen wir mal, das ab 18 hat er auf jeden Fall verdient. Auf jeden Fall. Weil er hat mich schon immer sehr, sehr stark an die kranken Verfilmungen unserer französischen Freunde erinnert, erinnert, weil irgendwie, also da passiert einfach alles. Das Morden, bei dem bleibt es manchmal nicht. Also es ist keiner verschont. Alte Leute, Kinder, Familien, eine saubere Vergewaltigung ist mit dabei. Das Kamerateam wird auch regelmäßig erschossen. Ja, oder die müssen auch teilweise einen Mithelfer dann beim Leichen verschwinden lassen und so. Oder? Genau. Dann bei einer Verfolgungsjagd, da hält er dann kurz an und sagt so, scheiße, jetzt hat er seine Kette verloren. Die hat er aber an seiner Kommunion gekriegt. Da müssen sie ihm helfen, die Ketten suchen. Und es ist, also, der Film nimmt sie nicht ernst. Und es ist halt so eine Fake-Dokumentation und das hat genau meinen Geschmack getroffen. Es war Weltklasse, wirklich. Ja, also ein richtig kaltschnäuziger Bastard. Also er nimmt sie wirklich nicht so ernst und so locker flockig, aber er ist halt wirklich grob. Also er ist dann, wenn es wirklich ans Eingemachte geht, da, wie du schon sagst, da wird vor keinem Halt gemacht. Ja, dann treffen sie in der Mitte vom Film ein anderes Kamerateam. Das ist Wahnsinn, da weiß genau, wo Shaun of the Dead die Idee her hat, oder? Ja, und da müssen sie natürlich auch erstmal umbringen und also es ist einfach super, wirklich. Mann beißt Hund, also für alle, die nicht zart beseitigt sind und da mal ein bisschen in eine schwarze Komödie reinschauen wollen. Also ich finde, es ist mehr Komödie als wirklich irgendwie Horrorfilm kann man ja eigentlich gar nicht sagen, oder? Na, das ist eigentlich ist im Endeffekt das ja Mediensatire, oder? Wenn es dafür ein eigenes Genre gibt, dann ist es Mediensatire, das stimmt. Aber halt dann ähnlich grob wie jetzt der Natural Born Killers. Also Natural Born Killers ist ja auch eine Mediensatire, aber ja, gut, der war nochmal eine Nummer härter. Aber weiß nicht, kannst du nicht so richtig vergleichen, bei Natural Born Killers, da ist halt einfach das, was so befremdlich wirkt, der ganze Stil. Und ich finde den Stil von Mann beißt Hund nicht befremdlich, sondern es ist so locker flockig und dann bringt er halt zwischendurch mal wieder Ohren um und dann philosophiert er aber wieder so übers Leben und dann versucht er denen irgendwas beizubringen, was er überhaupt nichts mit dem Morden zu tun hat, sondern keine Ahnung, wie zum Muschelessen gehen oder so. Einfach mal das Leben genießen, weißt du? Und, also man kann halt nicht nur arbeiten, man kann nicht nur werken. Es ist einfach super, wirklich. Sehr schön. Dann, Mike habe ich schon gesagt, ich war jetzt erst vor kurzem mit dem Kahn im Kino und habe mir The Menu angeschaut. Jetzt bin ich gespannt. Ja, da möchte ich aber nicht allzu viel dazu verraten, weil sagen wir mal, ich möchte eigentlich mit dem Kahn darüber nur extra Folge machen. The Menu läuft aktuell im Kino und es geht um einen Küchenchef, den Julien Slowik, und der
hat ein Restaurant auf einer abgelegenen Insel, wo nur ganz exquisite Gäste für teuer Geld da essen dürfen. Und es ist mehr oder weniger so, dass der das ganze Essen choreografiert. Also jedes Gericht ist bis aufs Kleinste perfektioniert und es gibt immer eine Story dazu und die nehmen das auch alles zu Tode ernst und da nehmen sie es ein bisschen zu Tode ernst, weil das Motto des Abends ist dann Essen bis zum Tod mehr oder weniger. Okay. Inklusive Tod. Und wie schon gesagt, wir machen da nur eine extra Folge. Mein Fazit zu dem Film: mir hat es sehr gut gefallen. Die Anya Taylor-Joy spielt mit und sagen wir mal, je öfter ich die Frau sehe, umso näher rückt die an mein Herz. Also ich finde, das ist wirklich eine ganz großartige Schauspielerin. Ganz toll. Ansonsten der Küchenchef, gespielt vom Ralph Fiennes, oder Fiennes. Ralph Fiennes. Oder Fiennes, ja. Ich sage eher Fiennes, weil, sagen wir mal, das passt mehr zu dem Film. Man kennt ihn aus James Bond, man kennt ihn aus Schindlers Liste. Als Voldemort. Oder als Voldemort von Harry Potter. Und ja, großartiger Schauspieler, kann man auch nichts dagegen sagen. Aber er war in dem Film nicht ganz so gut wie die Anya Taylor-Joy. Also das muss man schon sagen, ne? Okay. Von dem her schaust du gerne im Kino an, aber jetzt komme ich ja zu einem meiner Balex, schaust du nicht in Straubing an. Ja, Straubing, euer Kino lässt manchmal oder sehr oft zu wünschen übrig und ich weiß nicht, vielleicht braucht sie einfach das Geld, aber es kam echt eine fucking halbe Stunde lang Werbung. Krass. Und ich habe irgendwann echt zum Kani gesagt, ich kann jetzt gleich nicht mehr. Also mein Hirn scheut langsam schon ab, ich kann das gar nicht mehr aufnehmen, weil da so viel Mischung auch in diesen Werbespots dann drin war. Und vor allem, du kennst ja das, bei uns in der Gegend, da gibt es dann immer diese Selbstraten-Werbespots. Dann das gemischt, wieder mit irgendeinem so Mainstream-Kack von der Sparkasse oder was weiß ich, dann wieder Spendenaufruf, dann gibt wieder totaler Bullshit über einen Friseur, dann wieder Autohaus, dann Versicherung, dann kommt wieder Sparkasse und du kannst einfach irgendwann nicht mehr. Immer zwischendrin ganz wichtig, Google Pixel Werbung aktuell, und zwar immer so halbe Minuten-Dinger. Und echt, nach 20 Minuten, da war ich dann so froh, dass dann endlich die scheiß Trailer angefangen haben. Da war ich aber schon fix und fertig. Und dann kam noch mehr Werbung. Du spinnst. Eine halbe Stunde, wirklich. Was ist denn los? Ist da Werbung gekommen und dann kurz, das kann einmal passieren, ist er in der Mitte vom Film, von dem Menü, dann auf einmal der Ton ausgefallen. Zugunsten der Sparkassenwerbung, oder? Wahrscheinlich. Auf einmal wirklich der Ton weg, dann ist der Typi gekommen, hat das repariert, hat dann kurz reingeschaut und hat gesagt, ja, passt, geht, und auf einmal hörst wie hinten wieder das Kabel ausgeflickt und dann war wieder der Ton weg. Also war zum ersten Mal, dass ich erlebt habe, dass man im Kino den Film mal zurückspulen kann und dann hast du jetzt 10 Minuten länger in dem großartigen Kino drin sitzen müssen. Bei der Verkäuferin hat es mir eigentlich auch schon gereicht. Die hat offensichtlich echt keinen Bock gehabt, uns Karten zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und ihr müsst euch das mal, das geht jetzt an alle Leute, die im Kino arbeiten, mal vorstellen, da kommen Kunden, die ins Kino gehen wollen, um einen Film zu sehen. Ja. Und ihr gebt denen das Gefühl, boah, na, die wollen doch jetzt nicht ernsthaft einen Film gucken. Warum hatten die im Kino, wenn sie doch am Netflix schauen könnten? Ja, es ist jetzt gleich 20 Uhr. Da wird noch eine halbe Stunde Werbung kommt. Unfassbar. Kenne ich überhaupt nicht. Also ich gehe ja hauptsächlich in Plattling, also da Gott, dass die dann roten Teppich ausrollen und die freuen sich jetzt mal, wenn es wen jemand kommt. Ja, also es ist so gefühlt wieder Servicewüste Deutschland, wo man sich manchmal fragt, ist euch eigentlich bewusst, was der Sinn dieser Arbeit ist, die ihr da ausübt? Weil, wenn ich keinen Bock habt, Leute Kinokarten zu verkaufen, dann sollt ihr es vielleicht einfach erlassen. Ja. Es verkauft Magie, Leute. Es verkauft Magie. Oder macht es so wie im, ich glaube, es ist ein Cinemax oder Cinemax in Regensburg, wo es ja eigentlich gar keine Menschen mehr brauchst. Das geht alles über Terminal dann auch, ja. Oder es geht mit den Handy-Tickets. Weißt du schon, wenn ihr keinen Bock habt, Sachen zu verkaufen, dann macht es einfach auch nicht. Unglaublich, wirklich unglaublich. Aber das mit der Werbung, also das ist für mich das gröbste Boleck, weil
Bialek, weil irgendwann schaltet dein Hirn halt einfach ab, weil es geht nicht mehr anders. Du kannst es nicht mehr aufnehmen. Und das hat man dann in dem Moment, wo dann wieder irgendein Spendenaufruf kam, dann also leid da, wenn ich mir dann gedacht habe, ihr habt euch da bestimmt sau viel Mühe gegeben, aber ich denke mir gerade einfach nur, haut's jetzt bloß ab. Ja, falscher Kontext und nicht 100-mal hintereinander. Ja, ich verstehe. Ja gut, Werbung, wie gesagt, bringt Kohle. Aber wer sitzt denn dann bitte im Kino und sagt, ach ja, zum Friseur darf ich auch wieder mal gehen. Ach verdammt, und das Google Pixel darf ich den auch noch holen. Oder ich darf da schnell irgendein Spendenformular ausfüllen oder so. Das sind aber so Sachen, wo ich sage, im Kino, da möchte doch jeder Trailer sehen und dann einen Film und dann fertig. Aber eine normale Werbung, da steht doch schon jeder bei daheim auf, wenn während des Films, falls nicht überhaupt nicht linear Fernsehen schaut, da steht er doch auf, geht zum Brunzen und kommt dann wieder, wenn die Werbung gar ist. Mir kotzt schon bei YouTube mittlerweile diese 20 Sekunden Werbungen an. Hau ab. Aber das ist halt dann, das ist so, als wenn sie die Kinobetreiber überlegen, naja, was ist jetzt so der teuerste Preis, den wir für ein Ticket verlangen können, so dass sie das zumindest rentiert mit dem Film zeigen und wie macht man mir noch zusätzlich Gewinn. Es geht eigentlich nur, wenn wir jetzt da eine halbe Stunde lang Werbung präsentieren. Wahrscheinlich. Eine halbe Stunde lang. Habt ihr den Arsch offen? Geht gar nicht. Das ist so, wie wenn jetzt diese Folge erst vor 10 Minuten anfangen können, weil ihr habt erst bei davor 1000 Stunden Werbung anhören müssen. Genau. Gibt es ja mittlerweile auch schon massivst viele Podcasts, wo du so viel Werbung drin hast, dass der Rauch davor geht. Ja, ich weiß es auch nicht. Also fürs Kino finde ich es halt schade, weil es macht es halt einfach wieder unattraktiv. Ich habe mir dann echt gedacht, boah, wenn der Film im Stream käme, ich dachte man tausendmal jetzt gerade lieber einfach im Stream anschauen, wie jetzt gerade hier sitzen und diese Scheiße angucken. Glaube ich sofort. Ja. Und das ist echt traurig, weil ich habe mich wirklich gefreut, weil ich war schon lange nicht mehr im Kino. Das hat das sehr getrübt, ja. Glaube ich sofort. Dann auch noch mit dem Kani. Der riecht da noch schlecht. Nein, Schmarrn. Das war natürlich auch super mit dem Kani im Kino zum Sein. Und ja, also wie du gesagt, The Menu, toller Film, wenn wir da auch eine Folge drüber machen. Aber das Kinoerlebnis war für den Hintern. Okay. Sehr schade. Was nicht für den Hintern war, und da mache ich gleich noch meinen letzten Film, und das geht jetzt auch in Richtung Streaming, Netflix. Ein Film vom Edward Berger. Nichts Neues im Westen. Im Westen nichts Neues. Ein Schießfilm. Ein Schießfilm, ja, genau. Ist ja mittlerweile die dritte oder vierte Verfilmung von dem gleichnamigen Buch, wo ein ehemaliger Soldat aus dem Ersten Weltkrieg so ein bisschen seine Erlebnisse mit reingepackt hat, wo es halt auch vor allem darum geht, wie sinnlos das Ganze ist, beziehungsweise diese Ironie, dass da totale Euphorie war mit den Soldaten, die halt da etwas blauäugig in den Krieg gezogen sind und dann nicht wirklich lang überlebt haben. Erster Weltkrieg, gerade mit Aufkommen von Maschinengewehren, von Flammenwerfer, von den ersten Panzern, und sehr eindrucksvoll in diesem Film dargestellt. Großartige Schauspielleistung von den deutschen Schauspielern, die da mitgemacht haben. Muss aber auch sagen, es ist teilweise wirklich sehr schwer zu verstehen. Also es ist ja eigentlich ein deutscher Film, aber mindestens einer war dabei. Ich glaube, es war da, jetzt muss ich kurz schauen, ja, kann sein, dass das der Albrecht Schuch war, der den Stanislav gespielt hat. Oder Stanislaus, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, sorry. Also, ich habe echt gedacht, also entweder ich habe halt was in die Ohren oder ich verstehe einfach kein Wort von dem, was der sagt. Okay. Bis dann Gott sei Dank meine Frau auch zu mir gesagt hat, sag mal, verstehst du den? Habe ich gesagt, nein. Echt keine Chance. Und ja, manchmal ist es tatsächlich besser, wenn man auch deutsche Filme einfach dann nur mit drüber synchronisieren hat. Das war nichts. Das hat leider so ein bisschen dieses Schauerlebnis dann immer wieder etwas getrübt, weil man den Typen halt einfach nicht verstanden hat. Ja. Einer meiner zwiespältigsten deutschen Schauspieler war da dabei, der Herr Brühl. Oh, Danny Boy. Hä? Danny.
Der Danny, Boyle. genau, den mag ich immer nur situativ in manchen Filmen. Von hinten, aber, wenn der Abspann kommt, ja. Oftmals, genau. Oftmals kann ich nicht ganz so gut leiden. Und ich weiß nicht, er hat auch nicht wirklich in den Film reinpasst. Also es tut mir leid, ich habe jetzt gerade kein Bild von dem Matthias Erzberger im Kopf, wie der ausgeschaut hat, der diese Friedensverhandlungen mit Frankreich dann damals gemacht hat. Aber ihr habt doch den jetzt nur mit eingeholt, dass ihr nur irgendeinen großen Namen, einen großen bekannten deutschen Namen in den Film mit drin habt, weil Ja, und dass du das Ding finanzieren kannst wahrscheinlich, weil da wird es heißen, wenn du sagst, du möchtest jetzt einen Film machen, dann heißt ja, haben Sie da einen Herrn Schweiger dabei? Ja, na, habe ich nicht. Ja, haben Sie einen Herrn Schweighofer dabei? Na, wie soll denn das dann werden? Wie sollen wir denn da das Geld wieder einholen, was wir eingesteckt haben? Ja. Ja, dann haben sie Daniel Brühl Martin dabei. Schneider haben wir dabei. Ja, überhaupt nicht. Oder ein Otto, wenigstens ein Otto. Oh Gott. Aber wir wollten das da für unsere Filmförderung haben, wenn keiner von unseren deutschen Zugpferde dabei ist. Genau so ist. Einer, den du vielleicht jetzt dann bald kennenlernen wirst im großartigen Film Fraktus, der David Strisov, hat da mitgespielt und hat den General Friedrich gespielt. Von dem war ich sehr beeindruckt. Das muss ich wirklich sagen. Also zum einen, dem steht dieser Schnurrbart extrem gut und zum anderen die schauspielerische... Dass ja, bei der doch. Schnurrbart gut steht. Ja, es ist der Erste Weltkrieg. Weißt du, da war das ja wirklich Mode. Eben, brauchst. Und der hat den General Friedrich gespielt, so einen richtig gemeinen Arschloch-General. Und echt Respekt. Also hat er geil gemacht und ich habe ihn auch nicht gleich erkannt. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, irgendwie, den kenne ich irgendwo her. Und bis ich dann da drauf komme, ja stimmt, der hat im Fraktus mitgespielt. Ja, echt cool. Sehr Ansonsten schön. Effekttechnisch echt grandios. Ich glaube nicht, dass es am Daniel Brühl gelegen hat, dass man gesagt hat, dass man schaut, dass man den finanziert. Sagen wir mal, im Westen nichts Neues ist ja allein schon aus Schulsicht ein wichtiger Stoff. Und sie wollen ja, oder es ist ja ihr Kandidat für die Oscars für 2023. Deswegen kommt er ja stellenweise jetzt im Kino. Und sagen wir mal, ich kann mir den auch im Kino auf der großen Leinwand sehr gut vorstellen. Also diese Kampfszenen, Holla die Waldfee, echt richtig geil. Wir sind aber da jetzt nicht irgendwo bei Soldat James Ryan oder so. Also es ist schon... Doch, es geht schon in die Richtung. Es geht in die Richtung. Ich glaube auch 1917, so hieß ja, glaube ich, der andere Erste Weltkriegsfilm, hat mich erst sehr stark an das Ganze erinnert. Okay. Den Realismus fand ich ja top. Und halt wirklich immer wieder dieses wiederkehrende Gefühl mit, es ist so sinnlos. Also ganz am Anfang vom Film, das ist jetzt kein Riesen-Spoiler, sieht man halt einen Soldaten, der halt dann in die Schlacht läuft und links und rechts von ihm sterben seine ganzen Kameraden und dann auf einmal so Cut und man sieht halt so Leichenberge und dann ein Abtransport von Kleidungsstücken und dann sieht man halt, dass dem seine Kleidung, also der Soldat ist offensichtlich erschossen worden, gesäubert wird, geflickt und halt dann an den nächsten Soldaten übergeht. Und da geht's eben dann an die Hauptfigur, an den Paul Bäumer als nächstes. Okay. Und ihm fällt es dann sogar nur auf und sagt dann, nee, du, da steht ein Name. Ah ja, das kann passieren, das ist ein Produktionsfehler. Okay. Und ja, dieses sinnlose in den Krieg da nur ziehen, das schon sehr stark rüberkommen. Es hat ein bisschen ein anderes Ende wie das Buch und auch wie die anderen Verfilmungen. Also deswegen ist er teilweise ein bisschen verrissen bei den ein oder anderen Buchfanatikern, aber ich fand es sehr rund, ich fand es sehr gut und ich glaube für alle, die ja noch gar nichts mit dem Stoff anfangen können, wirklich eine gute Heranführungsweise an Ersten Weltkrieg und eben an im Westen nichts Neues. Mir kommt der Titel bekannt vor. Ist das ein Remake? Ich sage ja, es ist die 3. oder 4. Verfilmung. Die 3. Okay. Weil, also, ich bin ja im Kriegsgenre, kenne ich mich ja gleich überhaupt gar nicht aus. Und wenn ich den Titel höre, da habe ich bis jetzt alle gemeint, das ist ein Western. Na, also ich habe den tatsächlich in der Schule gesehen. Okay. Ich weiß leider nicht, von wann die andere Verfilmung war. Wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich sogar fast sagen, es könnte sogar die Verfilmung sein aus 1929 irgendwie, Schmarrn, dass das Buch rauskäme. Jetzt pass auf, wann war da die erste Verfilmung?
Ah, doch, 1930. Krass. War die erste Verfilmung. Aha. 1930 war die erste Verfilmung. Ich glaube, die hat er damals einen Oscar gekriegt. Wow. Und dann 1979. 1980. Genau, da gab es dann nur eine Verfilmung. Also dann ist jetzt die dritte. Okay. Und ja, also ich fand's krass. Und daher, ich habe es ja schon aus der Schule gekannt. Also wir haben uns das damals im Geschichtsunterricht angeschaut. Und auch da ist es nicht natürlich effekttechnisch so krass rübergekommen wie jetzt hier in dieser Verfilmung, aber da hatte das schon immer ein sehr schlechtes Gefühl gegeben. Aber von allen Kriegsverfilmungen, die ich in meiner Schullaufbahn sehen musste, war Schindlers Liste das Gröbste, was ich gesehen habe. Ich weiß ja nicht, ob ich das in diesem Podcast jemals erwähnt habe, aber ich habe Schindlers Liste als einen der schlimmsten Filme aller Zeiten wahrgenommen, weil wir haben uns den in der Schule angeschaut, immer in so Etappen, und wir haben den nie zu Ende angeschaut. Für mich hat dieser Film extrem lang da geendet, wo der Zug aus Versehen in Auschwitz ankommt. Okay. Und die Frauen dann in der Dusche stehen und dann war praktisch Pause und dann, ich glaube, das war kurz vor die Sommerferien und dann war Schluss. Also für mich war das immer das Ende von dem Film. Okay. Und ich habe mir dann immer gedacht, boah, leck, hey, wie kann man nur so einen Film machen? Das ist ja furchtbar. Cliffhanger. Geht's da weiter? Ja, aber was für einer? Aber ich sag das gleich, ich hab den einmal im Fernsehen gesehen, da ist er damals, wie das erste Mal gelaufen ist, kann ich nicht mehr sagen, wann. Aber ich habe das seitdem auch nicht mehr gesehen und auch nicht mehr das verlangen konnte, danach den zum Singen. Also, er ist schon ein sehr guter Film. Und er hat, auch wenn es natürlich ein furchtbares Thema ist, ein paar Szenen drin, die zumindest für diese Zeit sehr unterhaltsam dann sind, aber im Großen und Ganzen, also ich glaube, es gibt keinen Film oder sehr wenig Filme, die diese furchtbare Zeit und das, was den Juden da passiert ist, so rüberbringt wie Schindlers Liste. Also das ist schon sehr grob. Sehr grob. Schon. Und da wieder Ralf Fiennes. Ich keine Ahnung. Fiennes. Ja, Fiennes. Der Ralf Fiennes. Junge. Der Ralf spielt da mit und spielt einen Deutschen, der eins dieser Lager da bewacht oder der Chef halt dann da ist. Und wie er da an seinem Balkon steht und einen nach die anderen Juden da abknallt, die gerade nichts machen, das ist krass, echt. Mm. Ja, jetzt hast du aber ganz schön abgelenkt. Also, die Stimmung ist jetzt ganz schön tief runter jetzt, ja. Ja, deswegen schau dir im Westen nichts Neues, wo es sehr zu empfehlen bei Netflix. Jetzt wollte ich schon sagen, solange er noch drauf ist. Genau, aber ja, das wäre es soweit. Ich wollte nur sagen, wenn der Kani halt dabei gewesen wäre, er hätte 100%, zu 1000% das Holiday Special von The Guardians of the Galaxy gebracht. Und auch ich habe dieses Special bereits gesehen. Und? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Nein. Du hast ihn wahrscheinlich, wenn du schon so fragst. Weil du vorhin Kevin Bacon erwähnt hast. Ja, der Kevin Bacon spielt nämlich damit. Okay. Also ich habe sehr viel Spaß gehabt. Ich fand es richtig cool, aber man darf jetzt nicht allzu viel vom Chris, wie heißt der? Chris Pratt erwarten. Weil, sagen wir mal, so viel tut er in dem Film jetzt nicht. Okay. Aber natürlich, wer Disney Plus hat, reinschauen. Es ist aber nichts für Kinder. Es ist definitiv nichts für Kinder. Okay. Es ist Action-Comedy, ja. Okay. Mit ganz wenig Action. Ganz viel Comedy. Okay, ja, bin ich gespannt. Aber oder müssen wir es sowieso? Es gibt eine Szene, da kippt sie einen Schnaps nach dem anderen hinter und da habe ich gedacht, wie viele Kinder werden jetzt sich gerade inspiriert fühlen? Das kann schon sein. Aber geil, Disney muss man nicht verstehen. Ich wollte dir noch eine Sache sagen, und zwar, ich habe euch doch einmal erzählt, dass mein wo ein Scheißdreck war diese Always Ultra Werbung, dass du da noch so schön eingespielt hast mit Ich lass los und so, wo du den Spot noch mit reingeschnitten hast. Ich habe jetzt gerade, wie ich mit meiner Frau noch das perfekte Dinner angeschaut habe, war dieser Werbespot wieder da, und ich kann euch sagen, Viva la Movilusion hat es geschafft, dass diese Werbung gekürzt wird.
Und dieser geschmacklose Part mit ich lass jetzt los und pss, und sie brunst jetzt am Schluss doch noch in die Hosen, haben sie halt weggeschnitten. Nein. Also ja, wir haben jetzt ein bisschen mehr Niveau fürs deutsche Fernsehen erreicht, Corby. Mist. Wie hat das passieren können? Verdammt. Also eigentlich haben wir mir doch so einen Auftrag, dass wir genau das Gegenteil bewirken. Oder Ein Antibildungsauftrag, Verdummungsauftrag. Ja, und jetzt machen wir hier die Welt besser. Verdammte Scheiße. Wir schauen mal, dass ältere Damen mit der Würde behandelt werden, die ihnen gebührt. Genau. Vor allem, wenn man sie entschließt, bei so einer Werbung mitzumachen. Richtig. Und das könnt ihr uns damit danken, indem das ein schönes Steady-Abo abschließt. Ja, macht's das. Ja. Nehmt das Geld ist ja für Always, ansonsten her nicht mehr dazu. Steckt es in unser Abo-System. Genau. Und wie gesagt, ich hab's am letzten Mal schon gesagt, die Weihnachtszeit naht drohend von hinten. Schenkt unser Abo her an die Leute, die ihr liebt. Sie haben das ganze Jahr was davon. Jede Woche mindestens eine Folge. Und die Folgen, die quasi nur Steady-exklusiv sind, klar. Und ja, sie wissen immer, was Sache ist. Ein cooles Geschenk, verschenkt es uns, wir sind es wert. Das stimmt. Also ich denke mir das auch ganz oft, ach Mensch, ich darf jetzt ganz gerne mal wieder diese Nachhaltigkeitsfolge hören. Oder jetzt mal in den Skihulk reinhören, wo du und der Kani ja über Stunden über diese Serie gesprochen habt. Unfassbar, ich weiß bis heute nicht, wie das geklappt hat. Die mir aber auch dann wirklich richtig Bock gemacht hat, dass ich mir das komplett anschaue. Habe ich dann auch gemacht und ich habe es ganz, ganz toll genießen können. Sehr schön. Von dem her, vielen Dank dafür. Sehr gern. Daher macht's das. Ansonsten besucht uns in diesen verrückten sozialen Medien und lasst uns ein Like da, kommentiert was. Sagt was waren eure Überlegs im November? Was haltet ihr von Im Westen nichts Neues oder dem Menu oder von Werbung im Kino, wo man kotzen kann? Und ja, bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Servus und Habidere.